Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Ja, zwar ist ein paar Tage Ruhe. Er zieht die Scheiße echt durch. Ich hab so gehofft, dass der das lässt. Es ist wenn auf der einen Seite das, was er vorher gemacht hat, war halt für meinen Blutdruck nicht gut. Diese Videos mit dieser extremen Lügerei, von wegen, wer ihm nicht alles angegriffen und den Tod gewünscht hat und den ganzen Scheiß, hat er kein Mensch mehr ausgehalten. Aber das ist zäh. Das grenzt an Arbeit langsam. Ja, was gab's Neues in letzter Zeit? Relativ zuverlässigen Quellen zufolge ist Rainer Kelse-Pries in einem gewissen Haus am Altschauerberg. Ja, ganz ehrlich, wer geglaubt hat, dass er auf Madeira ist, dem ist nicht mehr zu helfen. Ich bin gespannt, was sich da jetzt ergibt, weil die Möglichkeit besteht ja, dass jetzt, wo das halt offiziell irgendwie geleakt worden ist, dass den Marion vor die Tür setzt und das dann heißt der Medal of. Und was er dann macht, weiß ich nicht. Weil, ich glaube, dann bleiben ihm 3 Möglichkeiten. Klapse, betreutes Wohnen oder Ausland. Dementsprechend in diesem wunderschönen Meme. Ja. Aber wir wollen uns ja heute mit diesem tollen Ding hier. Ja, machen wir. Zack. Zack. Mit dem da. Und deswegen, wie lange dauert der Schmarrn? Oh, eine Stunde diesmal. Okay, schauen wir, dass wir es hinter uns bringen. Vielleicht hat er ausnahmsweise mal was Interessantes zum Verzapfen, aber ich glaub's nicht. In diesem Sinne, da ist dann der mit langem benannt und gehen wir einer in Rainer. Metal, Leute, Servus und ein herzliches. Du hast Metal-Verbot. Willkommen beim Drachen. Heute mit einem neuen Video. Rainer ist kein Video, ist ein Podcast. Ja, ein Podcast. Und zwar geht es heute um das Thema meine Zeit in der 3. bis 6. Klasse. Also wir sind jetzt wieder bei 3 Jahren. Aber wie gesagt, das ist wieder, man hört ihn sehr leise. Ja, und 3. bis 6. Klasse sind nur 3 Jahre. Schauen, ob er jetzt dabei bleibt oder wir werden sehen. Wieso von der 3. bis zur 6. Klasse, wenn ich beim letzten Mal schon die 1. bis zur 3. Klasse hatte? Weil du nicht der cleverste Bur auf der Welt warst und sitzen blieben bist in der 3. Klasse. Ich habe es ja vor 2 Podcasts schon erwähnt, oder im vorletzten Podcast habe ich es schon erwähnt. Ich war in einer Schule, in der ganz besondere kleine Reinis waren. Die ersten 2 Schuljahre in 3 Jahren gemacht wurden. Genau, dann hattest du nach 3 Jahren die 1. und die 2. Klasse gemacht. Und das bedeutet, ich habe im Prinzip den Stoff, den andere in der 1., 2. und 3. Klasse lernen. Quatsch, die ersten 2, was? Quatsch, warte. Was? Quatsch? Da merkt man schon, wie gut das funktioniert hat mit der Schulbildung bei ihm. Ich verwechsel es immer. Also, du verwechselst einiges rein. Ich habe den Stoff, den andere Schüler oder andere Kinder in meinem Alter in der 1. und 2. Klasse. Ja, du hast den Stoff, den andere Leute in 2 Jahren gemacht haben, in 3 Jahren gemacht, weil du halt ein wenig langsam warst. In 3 Jahren? Ey, warte mal, ich laber so ein Blödsinn, ich habe gerade ein Gehirn. Das ist unfassbar. Er hier mit seiner Schulbildung. Er kann keinen geraden Satz sagen, er kann nicht in seinem Kopf zusammenrennen, okay, ich war 3 Jahre in der Schule, habe aber den Stoff von 2
Schuljahren gemacht. Haut nicht hin. Er versucht jetzt, stammelt seit einer Minute dahin. Ja, ich habe also ich war da auf einer Schule und da haben wir praktisch, also in den ersten 3 Jahren haben wir praktisch, also 4 Klassen. Nee, also in den ersten 2 Jahren haben wir praktisch 3 Jahre. Nee, also, Rainer, gib's auf. Gib's einfach auf. Fehler. Neustadt. Also. Ja, Rainer, Neustart wäre gewesen, wenn du Aufnahme beenden, Aufnahme löschen, Aufnahme starten, hurra, die Gams, weiter geht's. Das wäre Neustart gewesen. Das hättest du vielleicht machen sollen. Den Stoff, den ich in der 1. und 2. Klasse gelernt und der 3. Klasse gelernt habe, ist der Er kriegt den Satz nicht einmal gerade raus. Stoff, den andere in der 1. und 2. Klasse lernen. Eine weitere Banane wurde gefunden. Meine Damen und Herren. Es ist großartig. Der wurde bei uns auf 3 Jahre aufgeteilt. Das hatte zur Folge, dass ich, als ich in die nächsthöhere Schule gekommen bin, von der Grundschule aus, dass ich quasi eben den ganzen Stoff wiederholen musste, der in der 3. Klasse gemacht wird, weil ich. Nein, Rainer, du hast nichts wiederholt. Das klingt wieder so, ja, da ist die Schulform jetzt dran schuld gewesen. Nee, Rainer, du hast den Stoff von der 3. Klasse noch nicht gehabt. Du hast in 2 Jahren jetzt fange ich auch schon an mit der Scheiße. Du hast in 3 Jahren den Stoff von 2 Schuljahren gehabt, deswegen brauchtest du den Stoff von der 3. Klasse. Das heißt, in deinem 4. Jahr in der Schule hast du den Stoff von der 3. Klasse gemacht. Und dann hast du ihn nochmal gemacht. Den in der 1. und 2. Klasse nicht gemacht habe. Und in der 3. Klasse schon 2 Mal nicht. Das heißt, ich bin dann in die Hauptschule bin ich ja nicht gekommen. Bei uns ist es halt die Förderschule gewesen. Ich war ja vorher schon in einer Bei uns ist es halt die Förderschule gewesen. Das hört sich so an, wie wenn es gar keine Hauptschule gegeben hätte und alle hätten auf die Sonderschule gemusst. Das ist aber nicht richtig, Rainer. Das ist ein klein wenig schön gefärbt. Rainer, du warst auf der Dulli-Schule. Du warst erst auf einer Dulli-Schule, dann warst du auf der anderen Dulli-Schule. Und ich glaube, dann warst du irgendwas gesagt, dass du noch auf der 3. Dulli-Schule warst. Und der Grund dafür war nicht, dass das bei euch irgendwie so gewesen ist, sondern der Grund dafür ist, dass du halt ein ganz besonderes kleines Kind gewesen bist. Ja, lass mal die Kirche im Dorf. Du warst zu blöd für die richtige Schule. Und auch in der Sonderschule hast du es mit Ach und Krach irgendwie. Ja? Ohne Abschluss. Förderschule, also in einer Fördergrundschule sozusagen. Und bin dann letzten Endes eben in die 3. Klasse gekommen. Für mich war das damals eigentlich gar nicht so ein sonderliches Ding. Ich habe das halt einfach so gemacht. Ja, natürlich, weil du Grundschulkind warst und noch dazu kognitiv beeinträchtigt. Natürlich hast du das nicht checkt. Weil ich kann mir kaum vorstellen, dass die Rita dann hingekommen ist und gesagt hat, hey Reini, all deine anderen Klassenkameraden, die mit denen du im Kindergarten warst, die gehen ja jetzt auf die Grundschule. Aber du musst nämlich auf die Dulli-Schule gehen. Das liegt daran, dass du halt ein wenig dumm bist. Das hätten sie vielleicht mal machen sollen. Vielleicht hätte er dann irgendwo mal realistisches Weltbild gekriegt. Von Anfang an, Rainer, es tut uns leid, dass du deine Kindergartenkumpels nicht in der Schule siehst, mit denen nicht auf dieselbe Schule gehen kannst, weil du bist leider zu dumm und du musst auf die Kloppi-Schule gehen. Und dann noch weiter ins Detail gehen. Die Kloppi-Schule ist für die Leute, die halt wirklich sonst also gar nichts geschissen kriegen. Also halt deine Erwartungen ans Leben schon mal jetzt sehr, sehr niedrig. Ja? Die Schule, die bereitet dich auf eine Karriere zum Kloputzen oder sowas in der Richtung vor. Ja? Ich kenne auch jemanden, der ist auch sitzen geblieben. In den ersten 3 Jahren ist der sitzen geblieben. So jemanden kenne ich auch, den gucke ich mir gerade an, wie er in so einem schlecht gemachten Feuer-Background sitzt. Kenne ich auch jemanden, ein ehemaliger Mitschüler. Auf jeden Fall ist es so, dass
War das der Drachenlords, dein ehemaliger Mitschüler, oder war das der Joker 1510? Die grundlegenden Sachen, Die grundlegenden Sachen. Jetzt hat er sie wieder aufgehängt. die bei uns in der Schule gemacht wurden, immer, ja, ich weiß nicht, ob die jetzt schlau oder schlecht oder gut oder sonst was waren, aber es ist dennoch halt nervig gewesen. So, mal abgesehen von dem Schulstoff habe ich natürlich dann auch Probleme gehabt, die auf privater Ebene waren. Ich hatte nach wie vor wenig bis keine Freunde. Rainer, das hattest du nie, egal wie oft du es erzählst. Wenn ich schon in der Und auch die Freunde, von denen du später glaubst, dass du sie gehabt hättest, die haben dich hundertprozentig halt irgendwie toleriert, sagen wir es mal so. Es gibt so in Freundeskreisen Leute, da ist einer mit irgendjemandem verwandt oder man kennt den irgendwie aus dem Kindergarten oder sowas und man toleriert halt dann einfach, dass der mit dabei ist, obwohl ihn keiner wirklich leiden kann. Das warst du. vorherigen Schule in Diedersheim kaum Freunde hatte, dann war das dann in Bad Windsheim noch schlimmer. In Diedersheim hatte ich wenigstens 2, 3 Freunde, auf die ich mich verlassen konnte. Das war in Bad Windsheim nicht mehr der Fall. Ja, im Großen und Ganzen ist es so, dass wir in Bad Windsheim immer weniger Kontakt hatten. Die waren auch beide in der gleichen Schule wie ich. Aber man hatte immer weniger Kontakt. Oder besser gesagt, es war so, ich war der Uncoole und die beiden waren halt in der coolen Clique. Ja, die haben halt vielleicht die 3. Klasse nicht wiederholen müssen. Die waren halt vielleicht nicht ganz so dumm wie er hier. Das wird's gewesen sein. Und dann haben die Leute kennengelernt, wie halt bei seinen anderen Kindergartenspätzeln auch schon. Die haben dann Leute kennengelernt und dann hat man sich weiterentwickelt und Rainer ist stehen geblieben. Wie gesagt, Rainer ist dumm geboren und hat nichts dazugelernt und wundert sich dann, warum andere Leute, wenn sie sich weiterentwickeln und dann mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen. Mir darf es nicht wundern, wenn der zu dem Zeitpunkt da, wo er die 3. Klasse gemacht hat, nur in die Hosen geschissen hätte. Das hat mir überhaupt nicht wundern. Gesagt, macht er halt noch. Es ist für mich wirklich schwierig gewesen, sich da irgendwie zu etablieren, Schwierig. Alles sehr schwierig. weil ich auch ein Mensch bin, Weiß ich nicht. das habe ich ja schon vorher erwähnt, ich bin ein sehr introvertierter Mensch, der sehr in sich gekehrt ist und sehr viel auf sich selbst, der halt nicht der nicht sehr viel an sich selbst denkt, sondern der einfach mehr ich-bezogen ist, was seine Labert er. Er ist ein sehr introvertierter Mensch, der nicht sehr viel an sich denkt, aber sehr ich-bezogen ist. Hä? Rainer, erstens bist du kein, also jeder kennt sie, die schwer introvertierten Menschen, die schon praktisch fast eine Sozialphobie haben und dann Videos ins Internet stellen, wie sie Gummipuppen bumsen und sich riesengroße schwarze Dildos in den kreisligen Fettarsch stopfen. Diese introvertierten Leute, die findest du ja praktisch überall. Und der nicht sehr viel an sich denkt, aber sehr, sehr ich-bezogen ist. Ja, Rainer, du bist ein kleiner Narzisst gewesen damals und introvertiert warst du schon 3-mal nicht. Du hast du hast keine Freunde gehabt und weil niemand was mit dir zu tun haben wollte. Das heißt, du hast keine sozialen Kontakte gehabt, aber nicht, weil du so introvertiert warst oder weil du es dir ausgesucht hast, sondern weil du so unmöglich warst, dass die Leute nichts mit dir zu tun haben wollten. Das ist genauso wie wenn jemand, der wie du sagt, ja, nee, ich lebe enthaltsam aus Gründen, die nur mich was angehen. Das ist, weil ich so introvertiert bin und nee, Rainer, du lebst enthaltsam, weil keine Frau dich mit der Kneifzange anfasst. Deswegen.
Und warst auch damals nicht introvertiert, sondern du warst halt ausgestoßen, weil du halt du bist. Seine verbale Kommunikation angeht. Ich traue mich nicht, auf andere Leute zuzugehen. Ein sehr großes Problem, was ich auch später in meinem Liebesleben hatte, oft als Probleme. Rainer, du hast noch nie ein Liebesleben gehabt. Laber doch nicht. Und er traut sich nicht, auf Leute zuzugehen. Doch, genau bis zum Zaun hat er sich immer getraut. Äxte werfen, Tassen werfen, Zeug schmeißen, rumbrüllen. Da hat er sich gut getraut. Und nach wie vor habe. Es ist letzten Endes nicht so einfach, Letzten Endes. das Ganze zu kategorisieren und zu klassifizieren. Denn letzten Endes ist es so, dass ich wollte immer auf Leute zugehen. Das wollte ich wirklich, aber ich konnte es nicht. Es war für mich einfach. Ja, weil die gesagt haben, Rainer, verpiss dich. Wir sind den ersten Schritt gegangen und haben gesagt, nee, Rainer, nee, geh. Schnell. Sonst klatscht aber kein Beifall. Eine Sache, die nicht geklappt hat. Dazu muss man auch sagen, dass ich einen anderen Blick als andere Menschen habe. Wenn man einen anderen Blick als andere Menschen. Da bin ich jetzt gespannt, ob er jetzt irgendwie auf die Astro TV-Nummer kommt und uns irgendwie erzählen will, dass er irgendwie hellsichtig ist oder. das mal so sagen darf. Im Normalfall ist es ja so, zumindest so nach dem, was ich mitbekommen habe, Junge sieht Mädchen, Junge gefällt Mädchen, Junge geht hin und quatscht Mädchen an. Oder auf der anderen Schiene natürlich, Mädchen sieht Junge, Mädchen gefällt Junge, Mädchen spricht Junge an. So ist das schon mal passiert auf der Welt, glaube ich. Ich glaube, so funktioniert das mit unserer Fortpflanzung. Ja, aber natürlich so einfach ist es natürlich nicht. Und gerade weiß man ja in jungen Jahren, wenn man so anfängt, sich fürs andere Geschlecht zu interessieren. Ich hab die Eier nicht in der Hose gehabt. Ich habe in der 5., 6. Klasse war ich fürchterlichst verknallt in einer aus der Parallelklasse und das weiß die bis heute nicht. Jetzt, wenn ich in der Nähe war, habe ich angefangen zu stammeln wie er hier. Aber bei den meisten Leuten legt sie das irgendwann wieder. So. Sowas ist bei mir aber noch nie der Fall gewesen. Es gibt Menschen, die ich halt gut finde oder so. Auch in der Schulzeit so. Aber ich habe noch nie einen Menschen angesehen und gedacht, hey, mit der Person würde ich gerne ein Gespräch führen. Nee, du hast lieber gedacht, hey, die Person klingt sympathisch, deswegen schicken wir mal Pimmelbilder hin. Das ist deine Strategie gewesen. Hat fürchterlich gut funktioniert, Rainer. Es gab in der Schule die ein oder andere Situation, wo ich mich verliebt habe. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich nicht so, dass ich da jetzt in irgendeiner Art und Weise sagen könnte, ja, das ist jetzt genau das Ding. Alter, wir hören uns jetzt diesen Satz nochmal an, noch dazu, wenn er sich da verliebt hat, irgendwie, wenn dann die Mädels auch gesagt haben, so, oh, der großen Bogen, bevor ich hier wieder den vom Bein schütteln muss, wenn er mir das Schienbein rammelt. Aber wir hören uns jetzt den Satz dann nochmal an, den er gerade verzapft hat. Es ist vollkommen utopischer Schwachsinn. Im Großen und Ganzen ist es eigentlich nicht so, dass ich da jetzt in irgendeiner Art und Weise sagen könnte, ja, das ist jetzt genau das Ding. Was zum Fick? Rainer, das ist einfach nur das Maul aufmachen, damit die Luft scheppert. Das ist nur, damit die Luft scheppert. Es ist absolut nur einfach Stille füllen. So scheiße, ich muss ja hier irgendwas labern, ich habe keine Ahnung, weil ich habe kein Skript gemacht. Im Großen und Ganzen ist es also nicht so, dass wir also Für mich ist es erst so gewesen, dass ich mein Leben lang versucht habe, irgendwie zurechtzukommen.
Du hast ein Leben lang versucht, irgendwie zu. Jetzt kommt diese, ich will einfach nur mein Leben leben, ne? Rainer, jeder versucht sein Leben lang irgendwie zurechtzukommen. Das ist das Leben. Die Leute, die nicht mehr versuchen zurechtzukommen, die springen von der Brücke oder von Zug oder machen sonst irgendwas. Das ist Definition Leben. Man versucht irgendwie klarzukommen. Solange bis halt vorbei ist. Ja, müssen die Leute, ja, der tiefere Sinn des Lebens. Nee, das ist die Grundidee. Wir müssen schlafen, fressen, ficken und irgendwann hier die Hufe strecken. Und das war's. It's that easy. Die Mädchen, die ich angesprochen habe, es waren dann meistens Mädchen, die ich halt aus der Schulzeit kannte. Also sprich, Ja, Rainer, woher sollst du die auch sonst gekannt haben? Aus dem Golfclub oder was? Mädchen, die ich eben schon Monate oder vielleicht sogar schon Jahre kannte, weil ich halt mit denen in der Schule war. Ja, weil die jeden Tag ein paar Stunden mit dir im selben Raum eingesperrt waren und nicht davonlaufen konnten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel der Disco oder so bin, das gehört natürlich jetzt nicht unbedingt in das Thema hier rein. Nee, warst du in der 3. Klasse noch nicht in der Disco, Rainer? Schön, dass er nicht abschweift. Da war das für mich immer sehr schwierig. Ist schwierig. So normal. Weil ich sehe halt einen Menschen nicht an und sage, oh, die Person gefällt mir. Ne? Ich sehe zwar Menschen, oh ja, sieht gut aus, aber ich denke halt nicht, oh ja, die Person muss ich jetzt ansprechen oder gefällt mir oder sonst was. Sowas habe ich noch nie gehabt, dass es eine Person gibt. Es gibt Aufnahmen, Rainer, von dir in einer Disco, wie du eine Frau belästigst. Laber nicht. Es gibt diese Aufnahmen. Gegeben hat, wo ich anschaue und sehe und denke mir, ey, die Person gefällt mir, hey, vielleicht kann man da mal die Person ansprechen, vielleicht kommt man ins Gespräch. Sowas gab es noch nie bei mir. Nee, du hast sie gleich angefummelt. Und man hat ihren Ekel, hat man ihr im Gesicht angesehen. Ich erinnere mich jedenfalls nicht daran. Du erinnerst dich an einiges nicht. Wobei es gab einmal den Fall, dass ich eine Person angesprochen habe, aber das ist auch wieder eine andere Situation. Das ist eine sehr krasse Situation. Wenn das ist, was ich gerade angesprochen habe, dann war damit Ansprechen nicht so viel. Das hat eher unangenehm ausgeschaut, ganz ehrlich. Na gut. Bleiben wir mal beim Thema Schule, weil da geht es ja eigentlich drum. Das war eine Sache, wenn wir beim Thema bleiben werden. Zunächst mal ist es das so, dass ich immer Angst vor älteren Schülern hatte. Also ich meine jetzt nicht jemanden, der eine Klasse über mir ist, wobei es auch da immer das gab, sondern ich meine jetzt wirklich von Leuten, die wirklich 4, 5 Klassen über mir waren. Das hat sich auch eigentlich die ganze Schulzeit hin nicht geändert, bis ich dann in der 9. war. Oder bis ich in der 8. war. Ich weiß gar nicht, warum sich das nicht geändert hat. Das können wir auch nicht sagen. Waren die alle bloß ein Jahr älter als ich. Ich hätte gedacht, die waren 4, 5 Jahre älter wie du. Komm mal auf deine Story klar, ganz ehrlich. 2 Jahre älter. Also das waren ja sehr viele älteren Schüler. Also nicht die 1 Jahr älter waren, sondern die 4, 5 Jahre älter waren. Aber das ist eigentlich komisch, weil die waren ja bloß ein Jahr älter oder 2. Aber das zeigt dann auch wieder so meine Introvertiertheit. Weil ich halt eher versuche, Konfrontationen zu vermeiden. Rainer, was denn für Konfrontationen? Was laberst du wieder für einen hanebüchenden Bullshit? Alter, das kann sich keiner mehr ausdenken. In dem Jahr, in dem ich in der Schule war. In dem einen Jahr Schule, was er gehabt hat. Also, in dem ich in Bad Windsheim war, haben die dann ein zweites Schulgebäude gebaut. Das war direkt daneben. Also, das ist gedacht haben, ey. Scheiße. Jetzt haben wir den kreisligen Fettbeutel 1 Jahr in der Schule gehabt und das Gebäude ist so kontaminiert, dass wir es abgerissen werden. Wir müssen ein neues Gebäude bauen. Die haben quasi die Schule erweitert um ein neues Gebäude. Und die kleineren Klassen, das heißt die 3., 4. und ich glaube sogar die 5. Klassen, teilweise, die kamen ins neue Schulgebäude. Während die anderen während die älteren Schüler eben im alten Schulgebäude waren. Der Nachteil daran war, es gab einen Kiosk bei uns in der Schule, allerdings gab es den nur im alten Schulgebäude, nicht im neuen.
und musste immer über das Gelände vom alten Schulgebäude laufen, wenn man zum Fressen gehen wollte. Scheiße, da hat man 3 Schritte mehr machen müssen, bevor man sich irgendwas in die Goschen gestopft hat. Das ist brutal, Rainer. Das ist ein richtig übles Schicksal gewesen für dich. Diese kostbaren Kalorien, die du da verbrannt hast, auf dem Weg zur 300 Kilo Staffel damals, haben sie dich schon hier Steine in den Weg gelegt. Halt dein Maul. Kiosk wollte. Was für mich als Jugendlicher natürlich, oder als Jugendlicher, ich weiß gar nicht, war ich da schon Jugendlicher? Eigentlich nicht, ne? Mit 10? Rainer, du bist auf dem Stand von einem 3-Jährigen hängen geblieben und zwar vor 30 Jahren. Weiter im Text. Mit 8 bis 10. Jugendlicher ist ja eigentlich erst so ab 10, 12, glaube ich, oder? Ist ja auch egal, wo man da die Grenze zieht. Jedenfalls ist es so, dass ich dann da gar nicht erst groß hingekommen bin und was gemacht habe. Etwas, was vielleicht für viele Auf jeden Fall ist es halt so, dass ich da gar nicht groß hingekommen bin und was gemacht habe. Rainer Winkler. Informative Aussagen. Interessante ist, ich habe schon oft gesagt, dass ich eine Vergangenheit mit Menschen mit Behinderungen habe, also mit Menschen, die eine Lebensbehinderung besitzen. Ja, und die nennen sich Drachenlords und Joker 1510 und hier der Barde und so. Das sind die behinderten Leute, mit denen du sehr, sehr, sehr viel Vergangenheit hast. Oder haben. Und das liegt eben daran, dass es... Jetzt bin ich gespannt. Es liegt eben daran, dass... es liegt nicht daran, dass er selber behindert war. Nee. Das kann's gewiss nicht sein. Die haben ihn in die Dulli-Schule gesteckt, damit die anderen Dullis alle sehen, dass es Hoffnung gibt. Alter. Und unsere Schule stand auf einem Grundstück mit mehreren Schulen. Wenn man über den Pausenhof gelaufen ist, ist man von einem Pausenhof direkt im nächsten gelandet. Und man ist von unserem Sonderschulpausenhof direkt in der Hauptschule gelandet. Ein bisschen weiter vorne war die Realschule. Wobei, nee, das stimmt nicht. Entschuldigung, nicht die Und dann hinten war die, wo du warst, die Baumschule. Realschule, sondern die, lass mich überlegen. Das war nicht die Realschule, sondern es Rainer, es ist vollkommen irrelevant, was für eine Schule das war. war die. Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall ist ganz vorne, wo die Busse sind, auch noch eine Berufsschule gewesen. Wirtschaftsschule war das, glaube ich. Beziehungsweise nicht Wirtschaftsschule, sondern die heißt irgendwie anders. Ja, Rainer, es interessiert keinen Menschen, wie diese scheiß Schule geheißen hat. Komm weiter im Text. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Schule war. Und vorne war dann auch noch eine riesige Sporthalle und eine riesige Schwimmhalle. Also es war eigentlich ein echt cooles Grundstück. Also ein echt cooles, es war eigentlich eine echt coole Schule, weil wir hatten quasi mehrere Schulen nebeneinander. Und was wir neben unseren ganzen Sachen noch hatten, war, dass es in unserem Schulgebäude, also in dem Schulgebäude der Förderschule, gab es innerhalb des Schulgebäudes direkt noch ein Schulgebäude. Was das ist? Schulgebäude Matruschka oder was? Gebäude im Gebäude im Gebäude im Gebäude. Und immer Türen, die bloß in eine Richtung aufgehen. Und zwar das Schulgebäude einer anderen Schule. Ich weiß nicht, ob der Ausdruck korrekt ist. Ich möchte mich natürlich nicht falsch verhalten. Nein, Reinhard, niemals. Niemals möchtest du dich falsch verhalten. Ist deine größte Angst, dass du dich irgendwann vielleicht einmal ein bisschen daneben benehmen könntest. Wenn ich mich nicht täusche, hieß diese Schule Franziskusschule. Und die Franziskusschule ist eine Schule für Menschen mit Lernbehinderung, mit Körperbehinderung, mit psychischer und geistiger Behinderung. Aber Das ist genau der richtige Ort für dich, Rainer. auch für Menschen, die ein Problem haben, sich anzupassen. So. Wahrscheinlich wird jetzt wieder das Gerücht aufkommen, dass ich in so einer Schule war. Ich hätte dich als Verantwortliche in so eine Schule gepackt, weil das hat dich gerade sehr gut beschrieben, würde ich mal sagen. Das ist nicht der Fall. Also ich war in dieser Schule nicht. Ich kenne Leute, die in dieser Schule waren, die dann zu uns rübergekommen sind. Lü, lü.
die dann quasi bei uns ganz normal weitergemacht haben mit der Schule. Da habe ich sogar 2 bis 3 Schulkameraden in der Klasse gehabt. Aber es war so, dass ich in der Schule bei, ähm, Jetzt hat er sie wieder aufgehängt. es war so, dass ich in der Schule bei ihnen nur als Gastschüler war, sozusagen. Oh, Rita, die alte Märchentante. Ja, Rainer, du musst jetzt hier in die Schule für die ganz Dummen gehen, so für die Behinderten. Aber nur als Gastschüler, du musst da gar nicht wirklich hin. Das ist eigentlich nur für richtig dumme Kinder. Aber weil du ja gar nicht so ein richtig dummes Kind bist, musst du halt nur dahin gehen, damit sich die dann an dir ein Vorbild nehmen können. Da spinne ich und der glaubt die Scheiße bis heute. Das ist unfassbar. Also im Prinzip ist es so, oder müsst ihr es euch so vorstellen. Mhm. Unsere Schule, also unsere Klasse, hat mit der Klasse von der Franziskusschule, ich glaube, die waren ein Jahr älter oder ja jünger, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir ungefähr im gleichen Alter. Haben wir quasi eine Kooperation gemacht. Das heißt, Eine wir Kooperation? hatten 2 oder 4 Schulstunden, in denen wir in die andere Schule rübergegangen sind als Klasse. Und dann haben wir mit denen zusammen gelernt. Wir waren mit denen mal zusammen schwimmen, wir waren mit denen mal zusammen, aber die hatten nochmal einen eigenen Swimmingpool, also einen eigenen Badebereich. Ja, der durfte nicht zu tief sein. Das ist so ein kleiner Metallfrosch, der so Wasser gespritzt hat und so drauf. Und wir haben da alles nochmal zusammen mit ihnen gemacht. Anders als wir hatten die allerdings, eine eigene, wie sagt man, die hatten einen eigenen Eingang und die hatten eigentlich alles eigen. Die hatten sogar eine riesige Kantine und die haben auch länger Schule gehabt als wir. Wo wir Nachmittag um 1 gegangen sind oder um halb 1, mussten die halt bis nachmittags bleiben oder bis abends sogar. Ja, und wir sind dann da halt, wir sind da mit allen möglichen Arten von Schülern in Kontakt gekommen. Neben Menschen, die körperliche Behinderungen hatten, wie zum Beispiel jemand, der im Rollstuhl saß, da kannte ich auch mehrere. Boah, jetzt bitte nicht wieder die Rollstuhl-Bums-Geschichte, ganz ehrlich. Die ist so erfunden, wie sie ist, trotzdem widerlich. Über Menschen, die Einer kommt zu Potte. ja geistig nicht ganz so auf der Höhe waren. Die halt dumm waren. Die halt einfach dumm waren. Du kannst es sagen. Die Realität ist ein Hater, aber ja. Die waren jetzt nicht dumm oder so. Ich möchte nicht, dass das falsch. Ich habe manchmal das Gefühl, der hat meine Bude irgendwie verwandt. Der verstanden wird. Die waren nicht dumm oder so, aber die haben einfach eine andere Art zu denken gehabt. Ich krieg dich nicht mehr. Leute. Ja, also, das redet er sie wahrscheinlich von sich selber. Also ich bin jetzt nicht blöd, ich habe halt einfach eine andere Art zu denken. Euphemismen, Pessimismen, oder? Und es ist halt generell auch einfach eine ganz andere Hausnummer gewesen, sich mit diesen Menschen zu unterhalten, sich mit diesen Menschen zu benehmen. Anfangs, muss ich dazu sagen, hatte ich ein bisschen Abscheu davor. Das war ganz am Anfang, wo ich mit diesen Menschen das erste Mal in Berührung gekommen bin. Rainer, jetzt weißt du, wie es allen Leuten geht, die jemals Kontakt mit dir hatten. Abscheu, Ekel. Ich habe auch in meinem Privatleben 1, 2 Menschen,
Also ich kannte jemanden, der ist inzwischen gestorben, leider. Ich kannte jemanden mit Down-Syndrom und ich kannte auch in meinem Privatleben jemanden, der im Rollstuhl saß. Die Person lebt allerdings noch. Ähm, Der Kontakt ist irgendwann abgerissen, aber ich kannte auf jeden Fall schon Vorfeldmenschen. Und ich habe mich dann irgendwann zusammengerissen und angefangen, mich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Ja, genau. Ey, warum habe ich mir eigentlich diesen Monat ausgesucht, um bierfrei zu bleiben? Das hält ja kein Mensch aus. Das hält ja kein Mensch. Er hat sich da hingesetzt, der gute Samariter, um sich mit denen dann auseinanderzusetzen, weil die ja sonst niemanden gehabt haben. Halt dein Maul, ganz ehrlich. Und da muss ich sagen, war die Sonderschule deutlich angenehmer, als ich denke, ich eine Hauptschule hätte, weil auf die Art und Weise uns Schülern von vornherein Akzeptanz beigebracht wurde. Ja, das hat bei dir grandios funktioniert, Rainer. Und man kann sie natürlich ja alles schönreden. Ja, die Sonderschule, die war eigentlich viel besser wie die Hauptschule. Weil da hat man so was Wichtiges fürs Leben gelernt und nicht einfach bloß stur Wissen in sich reingepumpt. Mit diesem hochakademischen Abschluss, den man hat, wenn man Hauptschule abgeschlossen hat. Rainer, na, dein Leben war von Anfang an auf einen gewissen Kurs gesetzt. Und das akzeptierst du einfach nicht. Aber du hast halt eine Limitation. Und über die kommst du nicht weg. Und es wäre jetzt mit fast Mitte 30 einmal an der Zeit zu akzeptieren, dass es so ist. Und zu sagen, okay, ich werde halt wahrscheinlich, bin halt nicht dafür gemacht worden, dass ich jetzt reich und berühmt werde. Und dass ich mir die Frauen an den Hals werfen und den ganzen Scheißdreck. Sondern es ist halt vielleicht einfach so, dass ich als Dulli geboren bin und als Dulli sterben werde und dann könnt ihr vielleicht einmal schauen, dass ihr wenigstens das Beste draus macht. Eine ehrliche Arbeit für Dullis, die nicht sonderlich anspruchsvoll ist, suchen, ja? Und sich tatsächlich mit Arbeit seinen Lebensunterhalt verdienen. Und Ruhe. Dann findest vielleicht auch irgendwann einmal eine, die keine Ahnung, vielleicht einmal einen schweren Unfall ohne Helm gehabt hat oder sowas, die nimmt, oder ich weiß es nicht. Ja? Uns wurde beigebracht, dass jeder Mensch kostbar ist oder jedes Leben kostbar ist, unabhängig davon, ob die Person jetzt eine körperliche oder geistige Krankheit oder Behinderung hat. Ich unterbreche da gleich jetzt schon. Ihm ist es beigebracht worden, dass jedes Leben kostbar ist. Wir erinnern uns, ja, wir haben es erst vor kurzem aufgenommen. Am liebsten würde ich die ganze Menschheit umbringen, dann mich selbst. Oder ich reiß euch die Gedärme raus. Oder Leute mit Äxten bewerfen. Oder ihr habt Glück, dass wir nicht in Amerika wohnen, sonst hätte ich euch alle schon längst erschossen. Zitate von Rainer Winkler. Aber hier jedes Leben ist wertvoll. Uah! Da kimmt's mir ein wenig hoch. Oder ob die Person jetzt vollkommen gesund ist. Und das ist einer der Gründe, warum ich auch eigentlich nicht verstehen kann, dass mich Leute immer als sowas hinstellen. Oh, du bist so dumm, oh, du lebst in deiner eigenen Welt. Ja, und wenn ich das tue, dann ist das völlig egal. Weil letzten Endes ist es ja nicht eure Welt. Ihr müsst euch ja nicht an dieser Welt beteiligen. Doch, Rainer, weil du sie ins Internet pimmelst. Weil du sie ins Internet pimmelst. Und dann sagen sie, ich stehe nicht auf dem Dorfplatz. Auf dem Dorfplatz stehen wir, wie gesagt, jedes Dorf hat irgendwie ein Dorfdeppen. Und kein Dorf hat ein Problem damit. Der ist meistens sehr gut integriert. Aber du hast gedacht, na, Dorf reicht mir nicht. Ich gehe ins Internet mit meiner Dullihaftigkeit. Und dann bist halt auf Gegenwind gestoßen. Am Ende würde ich dazu einfach nur sagen, jeder von uns muss einfach das machen, was er für richtig hält. Und das gucken und schauen und machen, wo er eben sein kann, was er machen kann. Ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll. Ja, wenn du es nicht weißt, wie du es erklären sollst, dann halt dein Fotzen, ganz ehrlich. So, eine Sache, auf die möchte ich noch ein bisschen genauer eingehen, und zwar auf die Tatsache, Oh, Tatsache, das ist schon wieder, ne? Da geht der Lügenalarm schon wieder los. dass dass ich eben auch ein, zwei Mädels hatte, an denen ich interessiert war, die mich allerdings eiskalt abblitzen haben lassen. Boah, echt jetzt, Rainer?
Das kann ich gar nicht glauben. Da du ja dann schon mit so großartigen Werten ausgestattet warst und so ein liebenswürdiger Mensch. Er hat mich sogar auf die Art abblitzen lassen, dass sie dann den Brief und die Rose und so weiter an die Tafel geheftet hat. Meine Rechtschreibung war damals richtig grottig, also Rainer, deine Rechtschreibung ist halt auch noch komplett für den Arsch. noch schlimmer, als es heute ist. Viel, viel schlimmer. Es ist nimmer so viel Luft bei deinem Autounfall, den du da zu Papier bringst. Also, aber ich kann es mir gut vorstellen. Dazu meine Handschrift, was absolut unterirdisch ist. Und alles weitere halt auch so. Der damals auch schon Pimmelbilder verschickt hat? Also hat der Rose und der Blatt Papier, wo er mit einem Wachsmalstift sein Dödel drauf gemalt hat, auf den Tisch gelegt? Und ist deswegen jetzt so entsetzt, dass es an die Tafel geklebt hat. Ich bin halt so ein klassischer Klischee-Mensch, der halt auf dieses, ich schreibe dir einen Brief, möchtest du mit mir gehen? Ja, nein, so dieses typische Kindergarten-Schulgedöns-Zeug. Und dann ich bin halt klassisch, was sowas angeht. Ich bin auch jemand. Alter, er ist richtig klassisch. Er ist einmal im Smoking mit einer Fliege und einem Kummerbund in die Schule gekommen. So klassisch ist der. Ein Monokel, ein Glas als Scotch und ein guter Havanna. Ich schenke Pralinen oder Blumen. Oder Aber nur, wenn du die vorher irgendwie auf einer Battle-Liste von anderen Leuten gekriegt hast. Selber Geld ausgeben, eher nicht. habe das früher gemacht. Mittlerweile mache ich das auch nicht mehr. Nee. Wobei die Gelegenheit sich so ja gar nicht ergeben hat bisher. Und er macht es mittlerweile deswegen nimmer, weil er der Meinung ist, wenn man sowas schenkt, ist es praktisch wie eine Bezahlung und dann hat man einen Gegenwert zu erwarten. Der schenkt es mit einer Erwartungshaltung und nicht, weil er sich denkt, der Mensch könnte theoretisch da Bock drauf haben oder das mögen oder sich darüber freuen. Normale Leute, die wenn da irgendwie einem Menschen, den sie mögen, ein Geschenk machen, denken, oh, ich mag den Menschen, ich würde dem gerne Freude machen und ich mache dem jetzt ein Geschenk, ohne dass da irgendwelche Hintergedanken, irgendwelche Erwartungshaltungen oder sonst was gibt. Rainer denkt sich, ja, wenn ich der jetzt was schenke, dann muss die mich ja mögen und dann muss die ja mit mir zusammen sein wollen. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist er komplett irgendwie entgeistert und sagt, ja, aber ich habe der doch was geschenkt. Ja, dann schenke ich halt niemandem mehr was, wenn ich da nichts dafür krieg. Narzissmus in a nutshell. Am Ende ist es auf jeden Fall so, dass jeder von uns irgendwo seinen Weg hat, den er gehen muss. Ja, jetzt macht er einen auf Xavier Naidoo. Dieser Weg will kein leichter sein. Ich nehme da schon mal den Wind aus den Segeln. Der Xavier Naidoo, trotz seiner kürzlichen Entschuldigung, der ist nicht mal so ganz beliebt. Nicht das perfekte Vorbild. Ich bin damals ziemlich gedemütigt worden von diesen Damen. Oder diesen Mädchen. Damals waren sie noch Mädchen. Ich war damals auch bloß ein Junge. Wir wurden damals alle gedemütigt. Also ich wurde gedemütigt von ihnen. Und sie haben sich gedemütigt gefühlt von mir, weil ich es war, der Interesse an ihnen hatte. So Ja. ungefähr. Kann ich gut nachvollziehen. Letzten Endes habe ich diese klassische Schulzeit, dass man Freunde in der Schule trifft, dass man mit den Freunden nach der Schule was ausmacht, dass man ins Kino geht oder irgendwas. All diese Sachen habe ich nie gehabt. Konnte ich auch nie machen. Ja, aber Rainer, auch das wird deine Schuld gewesen sein. Ich sag, ist bei mir jetzt natürlich in einem gewissen Maße Spekulatius, weil ich nicht dabei war in seiner Schule, Gott sei Dank. Aber so wie er heute ist, so wie er das jetzt auch wieder verzapft und so, das lässt schon sehr stark drauf schließen, dass er halt einfach selber schuld ist an der ganzen Scheiße. Dass er damals so war, wie er heute ist und ihn deswegen die Leute gemieden haben. Weil es letztendlich keine Möglichkeit dafür gegeben hat. Zu allerletzt war es immer so, dass ich immer der Typ vom Land war. Ich war der typische Bauer, der eigentlich außer seinem Hof und seinem Gatten und sein Leben auf dem Land eigentlich kaum was entgegensetzen konnte. Rainer, du wärst aber in der Gegend nicht der einzige Bur vom Dorf gewesen sein. Labert's mal keinen Scheiß.
Ja, daran hat Squeeze nicht gelegen. Ganz im Gegenteil. Ich komme auch vom Land und bei uns, wenn da Leute einen Hof gehabt haben und dann haben sie ein Pferd gehabt oder irgendwelche anderen Viecher, das waren meist in der Grundschule sehr, sehr beliebte Leute, weil man bei denen halt einfach eine Mordsgaudi hat haben können. Ja, der eine hat hinten noch so ein Stück Wald, haben die nur mit dran gehabt. Vorne haben sie Pferde gehabt, hinten ein Stück Wald. Da war dann oben im Baum ein Mordsbaumhaus, was der Vater baut hat. Das war ein Mords Happening. Da war die halbe Klasse. Laber nicht. Die Leute haben halt mit dir nichts zu tun haben wollen, weil du halt so bist, wie du bist. Und das hat nichts damit zu tun, dass du auf dem Bauernhof gewohnt hast oder vom Land kämmer oder introvertiert wärst oder sonst irgendwas. Die haben dich halt nicht ausstehen können und das zu Recht. Ich hatte einmal mehr oder weniger ein Date, wenn man so möchte, in der Schule. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke gerade. Wenn er gerade so drüber nachdenkt, hat er sich das gerade ausgedacht, dass er vielleicht ein Date in der Schule hatte. Das war ein Mädchen, die ich auch in der Schule kannte, die ich auch eingeladen habe, ob sie mal den Tag mit mir verbringen möchte, mal mit mir ins Kino gehen. Sind wir aber nie. Wir waren dann bei mir zu Hause, haben dann bei mir zu Hause einen Film geschaut. War auch eigentlich alles ganz cool, der Tag. Hat mir persönlich auch ganz gut gefallen. Ja, Rainer, ihr wahrscheinlich nicht. Aber letzten Endes ist daraus auch nichts geworden. Man muss ja dazu sagen, dass sie zu dem Zeitpunkt auch einen Freund hatte. Also wahrscheinlich war es für sie gar nicht sowas wie ein Date. Er hat schon damals auch die Finger von vergebenen Frauen nicht lassen können. Das ist... Ich meine, klar, Grundschul einen Freund haben, ne? Aber der hat schon damals nicht. Da kommen doch schon wieder Baby Chrissy Vibes. Der hat halt, ohne Scheiß, der war halt einfach schon immer so. Es ist unfassbar. Der war halt einfach schon immer so. Ja. Die hat mich auch ganz schön ausgenommen, muss man dazu sagen. Also auch eigentlich eher wieder Verarsche. Weil ich habe damals ziemlich viel gezahlt und habe eigentlich auch nie was davon bekommen. Und letzten Endes... Da haben wir es wieder gehabt. Habt ihr das gehört? Ich habe damals viel gezahlt, aber ich habe nie was dafür bekommen. Ja, Rainer, genau das ist es. Ich meine, natürlich Frauen, die Männer ausnutzen, die praktisch bloß das Goldesel hernehmen und das zahlt wird und zahlt wird und zahlt wird, weil sie denken, der ist ja so blöd, ist natürlich auch nicht geil. Aber es ist halt auch widerlich, diese Erwartungshaltung zu haben, so, ja, ich zahle jetzt und zahle jetzt und zahle jetzt und dann kriege ich dafür Gegenleistung. Wollte sie mir das Geld auch irgendwann zurückgeben, aber das hat sie bis heute nicht gemacht. Rufst du doch einmal an, vielleicht gibt's ja das Geld. Du, ihr habt da damals in der Grundschule für 3 Mark ein Magnum-Eis gekauft. Das will ich wieder haben. Tja, so ist mein Leben verlaufen. Dann würde ich an der Stelle jetzt mal sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ich konnte Spoiler-Alarm, Rainer, das Video geht nur 10 Minuten. Euch ein bisschen besseren Einblick in mein Leben geben. Und ja, meine Schulzeit, vor allem in dem Zeitraum, war eine ziemliche Katastrophe. Ach ja, doch, eine Sache möchte ich euch noch erzählen. Kennst Zeigt wieder, wie grausam Kinder sein können, besonders dann, wenn sie sowieso schon ein Opfer haben. Und zwar war es auch so, wir hatten ich weiß nicht mehr, war es in der 4. oder in der 5. Klasse? Quatsch, Entschuldigung, war es in der 5. oder in der 6. Klasse? In der 6. Klasse oder 5. Klasse hatten wir Fahrunterricht, also Führerscheinprüfung fürs Fahrrad. Warum sie das gemacht haben, weiß ich bis heute nicht. Oh, Rainer, weil jedes Kind irgendwann in der Grundschule, wir haben das in der 3. Klasse gehabt im Übrigen, also 5., 6., da wissen wir schon, wie weit bei dir der Entwicklungsstand war. Jedes Kind in der Grundschule macht dieses Fahrradtraining. Jedes, also zumindest war es damals so, ich weiß nicht, ob das halt immer nur so ist. War immer so und da ist ja nichts Besonderes dran, weil die Leute wissen, ab einem gewissen Alter fahren dann die Kinder vielleicht gerade mal auf dem Land mit dem Radl in die Schule und die wollen, dass halt diese Kinder sich sicher im Straßenverkehr bewegen.
Sachen aufmerksam machen, wo die Kinder vielleicht von alleine nicht draufkommen. Damit die sicher in die Schule und wieder zurückkommen. Jedenfalls haben wir das halt gemacht. Und ja, wir hatten dann im Unterricht unsere Tische aufgestellt wie so ein U. Und in der Mitte von diesem U war quasi mit Kreppband auf dem Boden so eine Kreuzung eingezeichnet. Und wir mussten dann im Schulunterricht, anstatt dass wir ganz normal Mathe oder Deutsch oder so einen Scheiß gemacht haben, haben wir quasi wirklich eine Schule. Ja, und wir haben damals halt einfach mehrere Unterrichtsstunden quasi dafür verwendet, Was war jetzt da? Hat er da echt was rausgeschnitten? dass wir sowas gemacht haben. So, Jetzt hat er angefangen mit der Geschichte. Die Geschichte hat er rausgeschnitten und dann dieses pralle. Ja, also da haben wir also dann praktisch dann sowas gemacht. Das hat er drin lassen. Das war wertvoll von der Information her. der größte Witz an der Sache war, ich war damals, ich weiß nicht mehr, 12, 13. Ich war gerade in der Pubertät. Ich habe gerade erst meine ersten Erfahrungen mit Sexualität gemacht. Boah, Reinhard, das wollen wir nicht wissen. Und was hat das jetzt mit Radlfahren zu tun? Mit Erektionen und so weiter. Boah. Und jeder Mann oder jeder Junge, der in dem Alter ist, wird mir bestätigen können, dass das eben zu einem Problem sein kann, dass man in der falschen Situation eine Erektion bekommt. Man muss nicht einmal unbedingt an Sex denken. Es hat nicht einmal was damit zu tun, dass man ein Kopfkino oder irgendwas hat. Es ist einfach so, dass man in dem Alter so viel Hormonstau hat, dass man grundsätzlich... Rainer, das ist passiert in höherem Alter auch noch, dass man ab und zu mal Erektion kriegt, ohne Grund. Es sei denn natürlich, man hat sie sein komplettes Leben lang seinen Körper so weit ruiniert, dass Erektion nicht mehr drin ist, so wie bei dir. einfach eine Erektion aus dem heiteren Himmel bekommt. So. Da wäre mal interessant, sich über den medizinischen Hintergrund darüber zu informieren. Das hättest du ja zum Beispiel machen können. Das hättest du zum Beispiel machen können. Woran das liegt, das ist sicher erforscht. Nee, wäre mal interessant. Macht das mal jemand anders, weil ich wollte eigentlich bloß von meinem Pimmel reden. Lange Rede, gar keinen Sinn. Das Ja. Ende vom Lied ist auf jeden Fall, dass ich dann aufstehen sollte. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin aufgestanden. Dann musste ich quasi auf dieser Kreuzung eine Abbiegung demonstrieren. Ja. Alter, er musste auf der Kreuzung eine Abbiegung demonstrieren. Er ist aufgestanden. Was laberst du? Du bist jetzt vom Radlfahren auf Erektion auf Radlfahren gesprungen. Wie ich quasi um die Ecke fahre, nicht um die Kurve fahre, wie ich abbiege mit dem Fahrrad. Dann habe ich mich da hingestellt und habe das quasi gemacht. So. Und plötzlich fängt die ganze Klasse, inklusive der Lehrerin, damals eine Lehrerin, okay, jetzt. Ja, die wissen wir schon, von der Hater-Lehrerin hast du uns schon erzählt, die dich auch gemobbt hat. Jetzt weiß ich, worauf er hinaus will. Der labert 10 Minuten, bevor man rausfindet, was er überhaupt sagen will. Er hat während dem Fahrrad-Theorieunterricht eine Latte gekriegt. Ich habe erst gar nicht gerafft, was die wollten. Und dann haben sie immer so mit dem Finger also die haben den Zeigefinger die haben den Zeigefinger genommen und haben den mit dem Daumen genommen und haben den quasi so schnipsen lassen. Dabei waren die anderen Finger eingeklemmt, dass es quasi so absteht. Und dann hat es so immer so Bing, hat es immer geheißen. Und das galt dann für meine Erektion. Und so haben die mich dann wochenlang verarscht. Erklären musste mir das erst ein paar Tage später jemand anderes, was damit überhaupt gemeint ist, weil ich überhaupt nicht gerafft habe, was da war. Ja, das hört sich nach dir an, Reinhard. Das hört sich nach dir an. Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich da wirklich eine Erektion hatte oder nicht. Im Nachhinein weiß ich es sowieso schon zweimal nicht. Das ist ja fast 20 Jahre her. Oder sogar noch mehr. Und Rainer, wenn es über 20 Jahre her wäre, dann
Lass mal bleiben. Das mit den Zahlen, das hat am Anfang schon nicht funktioniert von dem Video. Ja, doch etwa 20 Jahre dürfte es her sein. Ich weiß aber heute nicht mehr, ob das eine Lektion war oder nicht. Auf jeden Fall haben das halt alle gesagt oder behauptet, inklusive der Lehrerin. Alle haben gelacht. Ja, Scheiße. Das ist halt offensichtlich gelogen. Weil stellst du euch vor, auf der Schule, gerade irgendwie auf der Kloppi-Schule, wenn die Lehrerin ist, sonderpädagogische Ausbildung. Und wenn dann einer von denen eine Beule in der Hose kriegt und dann ist sie wahrscheinlich vorne gestanden und hat den Finger auf und sagt, schaut's euch ein Rainer, oh, schaut's euch, oh. Mit dem Finger auf ihn gezeigt, auf den Schenkel hat sie sich geklopft, am Boden hat sie sich gegoogelt. Karikaturen vom Rainer an die Tafel gemalt, im Lehrerzimmer Beutel aufgehängt, ja, das ganze Programm. Aber nicht. für mich war das natürlich mal wieder so ein typisches, ja, jetzt haben sie wieder was, womit sie mich verarschen können. Das zeigt halt auch wieder, wie grausam Kinder sein können. Ja, sehr grausam. Und Und die Lehrer eine erst. andere Sache, die ich noch ansprechen wollte in meiner Schulzeit, war die Tatsache, dass ich in der 3. Klasse, ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich in der 3. Klasse zweimal war. So. Nein, Rainer, du warst in deinem 4. Jahr in der 3. Klasse. Jetzt ist der Witz, als ich in die 4. Klasse gekommen bin, Wer ist eigentlich die 3. gewesen? hieß es, dass es eine 3-4 ist. Das heißt, die hatten so wenig Lehrer und hatten aber so viele Schüler, dass die aus einer 3. Klasse die haben dann aus 2 3. Klassen, hatten die dann 3 gemacht. Sorry, ich musste kurz Pause machen. Musste kurz an die Tür. Ich habe nochmal 5 Sekunden zurückgespult. Die hatten dann aus 2 3. Klassen, hatten die dann 3 gemacht. Und das waren dann quasi 3 4. Klassen. Der Witz daran, Die haben aus 2 3. Klassen 3 4. Klassen gemacht. Ja, was ist denn das? Ihr habt so viele Schüler, deswegen nehmen wir jetzt die Leute, die aus den 2 3. Klassen und machen 3 4. Klassen draus, dann passt das alles wieder. Oh, meine Fresse. ist, dass die aber keinen Lehrer für eine 4. Klasse hatten, weil nicht genug Lehrer vorhanden waren. Also, und auch nicht genug Klassenzimmer. Also, die haben mich genommen und haben mich einfach schlicht und ergreifend in eine weitere 4. Klasse gesteckt. 3. Klasse, Rainer. 3. Klasse. Und das ist halt gelogen. Rainer, du warst halt nicht so weit. Und du bist halt in der 3. Klasse sitzen geblieben. Und irgendwer hat dir dann wahrscheinlich deine Mutter ein Märchen erzählt, warum das so war. Und das glaubst du bis heute. Da haben sie zu viele Schüler gehabt, Rainer. Und deswegen haben die aus 2 3. Klassen 3 4. Klassen gemacht. Und deswegen bist du sitzen geblieben. Nein, Rainer, du warst halt einfach dumm und du bist halt sitzen geblieben in der 3. Klasse von der Dulli-Schule. Das ist die Realität. Die aber mit Drittklässlern gefüllt war. Ich weiß nicht mehr, wie viele Lehrer das waren, wie viele Schüler das waren, aber auf jeden Fall war nur eine Handvoll von uns, es waren bloß 4 oder 5 Schüler, glaube ich, die dann quasi in einer 3. Klasse waren. Ja, das waren die besonders begabten Schüler. Denen hat man dann wahrscheinlich auch dieses Märchen erzählt allen. Nee, ihr seid nicht zu dumm für die 4. Klasse und deswegen kleben blieben. Das ist weil wir haben da zu viele Schüler und deswegen haben wir 25 5. Klassen und geh einfach in die Schule und frag nicht weiter. Da hast du einen Lutscher und halt's Maul. Die haben also im Prinzip den gleichen Stoff wie das Jahr zuvor wiederholt. Richtig dumm. So. Verstehe ich bis heute nicht, warum man so einen Blödsinn macht, aber das zeigt halt auch wieder, dass irgendwie das ganze System völlig Banane ist, weil ich habe den Stoff der 3. Klasse in der 3. Klasse gemacht und in der 4. und ich habe den Stoff von der 1. und 2. in 3 Jahren gemacht. Also im Prinzip habe ich den ganzen Schulstoff zweimal wiederholt.
Nein, Rainer. Nein. Du bist einfach zu blöd gewesen. Deswegen hat man dir das so lange in den Kopf geprügelt, wie es vernünftig vertretbar war. Und wo es dann immer noch nicht hängen geblieben ist, hat man gesagt, okay, ja, dann weiter mit ihm, dann wird schon was werden. Wobei das halt immer derselbe Stoff war. Es waren natürlich andere Aufgaben und alles, aber trotzdem, irgendwie war das dumm. Ja. Letzten Endes kann ich das alles nicht ganz nachvollziehen, warum man so einen Blödsinn macht. Als ich dann in die 4. oder 5. Klasse gekommen bin, sind dann andere Schüler gekommen, die vorher in Diedersheim waren. Der eine Schüler, den ich damals gesagt habe, der sitzen geblieben war, wo ich vorhin gesagt habe, der ist dann auch wieder nach Bad Windsheim gekommen. Allerdings ein Jahr nach uns. Genau. Also es ist alles irgendwie, ich weiß nicht, das ist alles irgendwie schwierig und strange gewesen. Sehr schwierig. Na gut. Ich denke, das dürfte das erstmal soweit gewesen sein. Ach ja, es gab übrigens Tage, in denen wurden wir... Es ist es doch nicht gewesen. Ja, die Scheiße dauert ja auch noch ein paar Minuten. Tagelang aufgeteilt, weil der Lehrer aus irgendeinem unerfindlichen Grund 2 Stunden später gekommen ist. Oder der hat dann irgendwie 2 Stunden was anderes gemacht, ich weiß es nicht. Keiner, der hat davon, dass er dich am Vortag, am ganzen Tag ertragen musste, sich am Abend heftigst weggeschossen und hat in der Früh verpennt. Auf jeden Fall wurden wir dann oft einfach aufgeteilt. Dass wir, anstatt dass wir Unterricht gemacht haben, sind wir dann einfach in irgendeinem Zimmer gesessen und mussten dann da halt irgendwelche Aufgaben machen oder durften einfach malen oder irgendeinen anderen Scheiß. Aber im Nachhinein, also ich dachte damals natürlich, boah, geil, ne, voll Ruhe, 2 Stunden lang einfach Gameboy zocken, Musik hören. Aber dann hat sich herausgestellt, nee, im Nachhinein eigentlich voll scheiße, weil anstatt dass ich was gelernt habe, war ich dann eigentlich, ich weiß nicht, ich war gefühlt ein Vierteljahr eigentlich nur rumgesessen und habe nichts gemacht, obwohl ich in der Schule war. Rainer, du hättest auch so nichts gelernt. Sagen wir mal ganz ehrlich, du hättest auch so nichts gelernt. Das Ganze hat dann dafür gesorgt, dass ich an solchen Tagen, das wussten wir meistens einen Tag oder 2 Tage vorher, an solchen Tagen, wo ich dann 2, 3 Stunden aufgeteilt wurde, bin ich dann einfach gleich zu Hause geblieben. Das fing vor allem in der 4. Klasse an. Da bin ich dann einfach zu Hause geblieben. Ja, von den 6 Stunden Schule, wenn da 2 Stunden irgendwie nichts passiert, dann kann man sich die anderen 4 auch gleich schenken. Aber gerade hat er noch drüber gejammert, dass er ja die Zeit so dringend zum Lernen gebraucht hätte. Was jetzt, Rainer? Meine Eltern waren ja beide arbeiten, hat also keinen interessiert. Meine Oma hat sich dafür nicht interessiert. Und dann bin ich einfach zu Hause geblieben und habe einfach zu Hause mein Leben geführt. Ja. Weil mir persönlich ist es total auf den Sack gegangen, komplett am Arsch vorbeigegangen. Weil es hat letzten Endes ja keine Sau interessiert. Meine Mutter hat sich zwar immer aufgeregt, wenn sie es mitgekriegt hat, aber ich bin dann einfach zu Hause geblieben und habe in der Schule angerufen, ja, ey, ich komme heute nicht, ich habe Fieber, ich habe Erkältung. Bin dann, als ich dann ein wenig älter war, in der 7., 8. Klasse, bin ich dann regelmäßig zum Arzt und habe mich krank schreiben lassen. Ja, genau, der Rainer ist in der selbstständig zum Arzt und hat sich krank schreiben lassen. Und bin dann ich bin dann ein halbes Jahr lang nicht in die Schule gegangen, immer mal ein paar Tagen. Am Freitag bin ich in die Schule gegangen und dann war ich aber am Montag, am Mittwoch und am Donnerstag krank. Dann war ich am Dienstag und am Freitag in der Schule. Manchmal habe ich mich dann auch noch Dienstag krank schreiben lassen und Freitag, dann war ich eine ganze Woche zu Hause. Rainer hat sich damals schon einfach, der hat sich die Fächer halt einfach rausgesucht. Der hat feste Tage gehabt, wo er nicht in die Schule gegangen ist, weil er festgestellt hat, das ist mit Arbeit verbunden, da gehen wir mir lieber nicht hin. Und wenn es dann irgendwie, wenn sie Kunst hatten oder sowas, dann ist er hingegangen, da durfte er malen. Und das wundert er sich, warum aus ihm nichts geworden ist. Oder ich habe mich gleich 2 Wochen krank schreiben lassen. Ja, von daher. Das habe ich aber alles nur gemacht, weil ich ständig von meinen Mitschülern angegriffen wurde, weil ich verletzt wurde, weil ich... Nein, Rainer, das hast du gemacht, weil du hageldumm und stinkend faul warst. Weil du lieber daheim Nintendo spielen wolltest. Deswegen hast du das gemacht. Und weil deine Eltern offensichtlich unfähig waren. Ganz ehrlich, das hätte ich einmal machen müssen.
Also ganz zu schweigen davon, dass meine Mutter in der Früh selber dafür gesorgt hat, dass wir bei der Haustür rauskamen und in der Schule dann auch sind. Das hätte einmal passieren müssen, dann wäre da Polen offen gewesen. In irgendeiner Art und Weise. Das ist es ja nicht eure Welt. Sorry, ich habe mich gerade verklickt. Excusez, meine Katze hat gerade Terror gemacht. Ich mach kurz Pause. So, sorry, heute gibt es ein paar außerplanmäßige Unterbrechungen, aber ihr kennt's mich. Hier wird One-Take, geschnitten wird nix. Dürft euch bei meiner Mizi bedanken, die hat gerade Zeug aus dem Regal rausgeräumt. Wir waren dabei, Rainer ist einfach nicht in die Schule gegangen. Genau. Das hätte bei mir einmal passieren müssen. Wenn ich einmal einfach nicht in die Schule gegangen wäre und meine Mutter hätte das mitbekommen, dann wäre da richtig Rabatz gewesen. Die hätte mich danach wahrscheinlich höchstpersönlich irgendwie bis ins Klassenzimmer und mich auf meinen Arsch dahin gehockt. Aber klar, wenn Eltern hat, die keinen Fick geben, ob der Pur in die Schule geht, die haben wahrscheinlich damals schon gedacht, Rudi und Rita haben damals schon gedacht, okay, der ist halt einfach, jetzt ist eh schon wurscht, was, da passiert nicht mehr viel bei dem. Und hat sich ja bewahrheitet im Nachhinein. Ich dann auch noch Dienstag krank schreiben lassen und Freitag, dann war ich eine ganze Woche zu Hause. Oder ich habe mich gleich 2 Wochen krank schreiben lassen. Ja, von daher. Das habe ich aber alles nur gemacht, weil ich ständig von meinen Mitschülern angegriffen wurde, weil ich verletzt wurde, weil ich ständig in irgendeiner Art und Weise angekackt wurde. Na gut, die Folge heute ist ein bisschen länger als sonst. Ich danke euch und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich werde die nächste Folge auch gleich im Anschluss aufnehmen. Für die Leute, die es interessiert, in der nächsten Folge geht es um meine Zeit mit besonderen Menschen. Da gehe ich noch ein bisschen genauer auf die Leute aus der Franziskusschule ein, mit denen ich zu tun hatte. Gut, dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein und tschüss. Oh, Gott sei Dank hat das ein Ende. Gott sei Dank hat das ein Ende. Ich verabscheue mich. Entschuldigung nochmal für die kleinen Unterbrechungen. Eben kleine Terroristen ins Haus geholt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, tut nicht, was Rainer tut und Medal off.